Schönen guten Abend. Die Regierung hat für eine Politik eine Reihe von neuen Mesuren proposiert, für den Kampf gegen den Covid-19 entgegenzutreten. Im Moment ist die Chamber noch am Gangen, über die Mesuren zu debattieren und kann Ihnen davon ausgehen, dass das Gesetz an ein paar Minuten wird gestimmt sein. Und das ist auch gut so, weil die Situation ist dabei sind. Und sie verlangt von uns, dass wir reagieren. Aber wenn ich so mehr, dann meine ich nicht die Regierung allein, ich meine nicht die Chamber allein, ich meine nicht die Politik, wie die Leute sagen, wir schmengen uns alle gut. Weil allein, und das müsst alle Politiker sich bewusst sind, allein können Politik nicht bewirken. Und für einen sportlichen Vergleich vielleicht zu hören, das ist ein bisschen so, wie den Trainer, den sich ganz allein fehlt, ob seiner Trainerbank von seiner Equipe seine sportliche Vorgaben nicht umsetzt. Die Parallel, die kann ihn auch zählen. Politik kann die besten Texte auf den Weg bringen, wenn sie Herno und Terra nicht umgesetzt sind, da bringen sie nicht ganz viel. Dafür ist es doch von extremster Wichtigkeit, dass das, was dezidiert wird, auf politischem Niveau gut vermittelt geht. Und zwar an alle Bereiche, und dazu zählt doch der Sport. Es ist immer bewusst, dass es eine ganze Reihe Leute gibt, die nicht direkt im Sport interessiert sind. Aber der Sport als ein Teil von dem Ganzen, also dementsprechend auch so behandelt werden. Lützeburg hat sich bis jetzt am internationalen Vergleich am Covid-Kampf gut geschlagen. Und das an einer atypischen Situation, wo wir tagtäglich bald 200.000 Leute haben, die über als Grenzen schaffen kommen, und auf dem auch, und das muss man auch zugehen, nicht einen beschränkten Einfluss haben. Insgesamt ist es das gelungen, weil die allermeisten Leute mitgeschafft haben, weil sie sich so gut gegangen ist und all die Mesuren, Vorschriften und Einschränkungen gehalten haben. Und auch die kurze Zeit, die Virus, die kurze Auszeit, die kleine Timeout, den der Virus also gelost wird, an den letzten Wochen haben wir auch dazu genutzt, für im halbwegs normal gesellschaftlich Leben auch am Sport aufzubauen. Ich will dafür allen Sportverantwortlichen, vom COSL über die Föderationen und Vereine nach. Wir führen allem aber denen Hunderten Benevolen. Merci so die geholfen haben, den Sport aus dem totalen Lockdown rauszuführen. Wenn sie nicht gewirrscht wären, da wäre aus dem Lockdown für den Sport ein Shutdown gehen. Die Regierung hat mit ihrem 5 Millionen Restart Sports Paket des Bemühungen unterstützt. Und zusammen haben wir den Schritt für den Lützeburger Sport an Grenzen gehalten. Allein 1,5 Millionen sind auf Funktion von ihrer Lizenzzöl so und Vereine nach ausbezahlt gehen. Vereine, die ganz schwer in dieser Krise zu leiden haben. Analog stimmen wir direkt für einen weiteren Tagarbeit gesellschaftlich und damit der Arbeit sportlich leben. Das übergeordnete Ziel von allen Maßnahmen, die hier geholt gehen, also die Sozialkontakte anzuschränken und damit der Verbreitung vom Virus ein Hindernis aufzustellen. Das geht nicht ohne Einschränkungen. Das geht nicht ohne Dänneren von unseren Lebensgewohnheiten, die wir so gerne haben. Die Regierung probiert, die Einschränkungen so klein wie möglich zu halten. Und verfolgt neben dem Hauptziel von der Bekämpfung vom Virus 2 weitere Objektive. Erstens der Schulbetrieb am Interesse von unseren Kindern, an ihrem Recht auf Bildung, an der bewussten Nutzen Normalität aufrechtzuerhalten. Und zweitens der Schritt für unsere Wirtschaft und damit auch der Schritt für unsere Sozialstaat so niedrig wie möglich zu halten. Von den Indikatoren auch am Sport, wenn auf Sturm stehen, da kann ich sagen, dass wir besser präpariert sind. Heute stehen dank der exemplarischen Klangarbeit, die zwischen den Vertretern vom COSL, der Sportmediziner, der Föderationen und den Leuten aus dem Sport und aus dem Santisministerium bestehen aufgrund von der Klangarbeit Konzepte zur Verfügung, wie in unter eingeschränkten Bedingungen kann weiter Sport treiben. Die neuen gesetzlichen Barrieren, die davon gehen nicht aus, werden kommen, die immer, an die wir aus gutem Grund werden kriegen, die sind hoch. Sie sind aber keine unüberwindlichen Hürden für den Lützeburger Sport.
Die Anstrengungen, die da kommen, sind substanziell. Aber sie sind nicht mehr streng wie die Gesamtgesellschaft treffen. Aber wenn ich mich als Sportminister dafür angesagt habe, dass der Sport als Bestandteil vom gesellschaftlichen Leben keine zusätzlichen Konditionen oberlöst kriegt, wie die man auch am normalen, zwischen Anführungszeichen, Leben haben, dann ist das ganz einfach, weil ich der festen Überzeugung bin, dass der Sport zum normalen Leben gehört. Und ich bin extrem froh, dass ich an der Person von der Gesundheitsministerin eine Mitstreiterin fand, die das genauso gesagt wie ich. Am Gegenteil zu der Praxis, die wir bei der ersten Welle am Frühjahr hatten, wird der Schulsport nicht gecancelt. Für ein paar Monate war es gesagt, es gibt Möglichkeiten geben, den Schulsport so zu adaptieren, für den Risiko auf ein absolutes Minimum zu beschränken. Und da können die Konzepte voll zur Geltung kommen. Und das ist unbestritten ein großer Fortschritt. Wir noch davon ausgehen, dass als Sportenseignant das mit großer Sorgfalt werden umsetzen, was sie da präpariert haben. Der Sport hat vor allem bei den Kindern natürlich eine große Präventivfunktion im Bereich von der Gesundheit. Wir vor allem vermittelt er auch eine ganze Reihe von Werten wie Disziplin, Fairness, Respekt, ja und noch der Fett für näher lernen können zu akzeptieren, also so wert. Also eine ganze Reihe von Werten, die wichtig für die Jungen, auch wichtig für die ganze Gesellschaft sind. Wieso als freier Olympionikin an Minister Colette Flasch kürzlich im Radio der Sport als eine Schule für die Leben, dem also sich nicht beizufügen. Kommen wir bei den organisierten Sport, den Vereinssport, den Tausenden und Tausenden von Leuten an unserem Land interessiert. Ich gebe vielleicht aufhängen mit einer klaren Aussage. Das ist unmöglich aufgrund von der Vielfalt von den Sportarten und der Spezifizität von den Disziplinen, alles an engem Gesetzestext festzuhalten. Das ist auch nicht die Aufgabe von einem Gesetz. Und es wäre doch an unsere Rekommendationen, die wir als Sportminister herausgehen, nicht für alle Fall eine 100%ige Lesung gehen. Das ist auch nicht unser Anspruch. Unser Anspruch ist es einfach, für bei der Lesung von allen Problemen, die sich stellen können, zu helfen. So wie das an der ersten Welle der Fall wäre, setzen wir auf Kooperation und Transparenz. Nicht von neuen Ruf sollen nur Detaildecisionen geholt gehen, mehr am Dialog mit den Leuten Terrain. Das ist auch die beste Garantie, dass sie hier kommen, wo sie sollen kommen. Das ewige Gebot, das für den Lützeburger Sport zählt an den nächsten Wochen, ist das große Prinzip von der Vorsicht, das Prinzip von der Präkaution. Am Zweifel muss der Schutz von der Gesundheit immer Vorrang haben für allen anderen Evaluierungen. Für den Rest, also die Regel die Quattro, wie ich sie nenne, die Regel von denen Feier, die sich vieles dreht. Die ist auf verschiedene Sportarten, an denen sind wir uns bewusst, mehr einfach umzusetzen wie an anderen. Ja, es gibt sogar großen Unterschied innerhalb von verschiedenen Sportarten. Besonders betroffen von der Regel sind aber mit Sicherheit per Definition die großen Kippensportarten. Wie das Championat mit Ausnahme von den Seniors-Championaten an den höchsten Ligen aufgesucht sind, ich komme nur noch auf die Ausnahmen zurück, wie das die, was also Championate aufgesucht sind, am großen Ganzen konzentriert sich die Aufmerksamkeit auf Trainingsunitäten, die nicht verboten sind, am Gegenteil zu dem, was Lommel schon kolportiert, wird verschiedene Leute mengen. Und zwar dürfen alle Traininger vom jüngsten Kant bis den ältesten Veteran aufgehalten gehen, an das an egal wie enger Sportart. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu den Einschränkungen, die wir am Anfang von der Pandemie hatten. Allerdings, es gibt eine Reihe von Regeln und Rekommendationen zu beachten. Erstens, es dürfen nicht mehr wie 4 Sportler an einer Gruppe zusammen trainieren, ich hatte es für schon gesagt, an den Trainer, und das ist ein klarer Aussage, als du nicht mitzählen. Per Analogie zu dem, was wir an anderen Bereichen haben, als das sicher auch eine Selbstverständlichkeit. Wenn die Leute bei mich invitieren, die ich 4 zusätzliche Leute invitieren. Wenn ich an das Restaurant gehe, dann darf ich mich zu 4 ohne Tisch setzen, an der Garçon wird nicht mitgezählt. Die zweite Kondition ist die, dass ein Trainer oder Trainerin oder alle anderen Encadrant zu allem Moment muss eine Maske anhaben. Das ist wichtig zu sagen,
Und das gëtt auch schiedfried Gebirden dat anzuhalen. Drittens, für die Sportler, die am körperlichen Erfolg sind, besteht kein Masken und noch keine Distanzpflicht von 2 Meter. Für den körperlichen Erfolg an Dono, also aber schon übrig, die Maske unzudoen und auch Distanz probieren zu respektieren. Viertens, 12 von den Gruppen, die gleichzeitig aktiv können sind, sollen an den Sportzahlen op 3 am Freien, op der Fußballsterrain, op der Rugbysterrain, op der Leichtathletikpisten für Mode zu nennen, an der freier Luft also op 6 limitiert gehen. An der Spammen soll auch die Feiererregel appliziert gehen. Sie können a Kulbaren angedeelt gehen, an denen nicht mehr wie 4 Leute dürfen spammen. Der zählt für 25 Meter Bassin. Bei einem 50 Meter Bassin wird geraten, den an 2 Längen von 25 Meter abzudelen. Und noch an den Duschen und an den Vestiären soll die Feiererregel appliziert gehen, aber auf jeden Fall muss 2 Meter Distanzregel angehalten gehen und auch die Maskepflicht. Natürlich nicht für den Moment, wo ihnen der Dusche steht. Ich will ausdrücklich jene Vereine felicitieren, die ihre Kurzzeit hier Trainingsunitäten auf Funktion von den neuen Bestimmungen umgestaltet haben und sogar heinst du aus der Not eine Touren gemacht haben zu einem Moment, wo die gesetzlichen Bestimmungen noch nicht erkraft wären. Das weist, wie flexibel als Sportfeld ist und wie einfallsreich auch heinst du kann geschafft gehen. Schon aber auch Verständnis für die sich am ersten Moment enttäuscht und mit zurückziehen, weil sie fährten, die Neubelastungen nicht mehr zu packen. Vielleicht kann das gut Beispiel von den erst genannten hin eine neue Courage gehen, für auch, dass auch sie die neue Herausforderung unhöhlen. Für allem mehr Sportler sollten als von diesem Virus nicht klein kriegen lassen. Ich will also vieles, die Vereine auch weiter finanziell zu unterstützen, die den Training für allem am Jugendbereich mit neuen Konzepten werden aufrecht erhalten. Es sind auch ein paar Suen da, also aus dem 5 Millionen Höllespack, und die sollen nicht zurück an den Staatskäse fließen, aber die sollen schon da kommen, wo sie gebraucht gehen. Wobei ich nicht will so, dass an der Staatskäse nicht gebraucht wird. Ich komme nur auf die Ausnahmeregel zu sprechen, die wir gemacht haben für Senior-Kategorien, für Männer und Frauen. Ich betone das, von denen jeweils höchste Kategorien an den Sportarten. Hier ist es so, dass für sie die Feiererregel nicht zählt, genauso wie für die nationale Equipe. Für was haben wir das überhaupt gemacht oder für direkt auf die mehr polemische Frage zu antworten, die ich gestaltet habe, ob ich der Meinung wäre, dass es einen Unterschied gibt oder dass der Virus einen Unterschied machen zwischen einer Equipe aus einer untersten Division oder einer Equipe aus der BGL League, wenn wir vom Fußball sprechen. Und meine Antwort war natürlich, nee, selbstverständlich gehe ich nicht davon aus, dass der Virus einen Unterschied macht. Ich gehe aber ganz fern davon aus, dass es an der Risikoanalyse einen großen Unterschied macht, ob all sonst 250 Leute bei einem Terrain stehen oder ob da 45.000 sind. Das sind nämlich 12 von den Lizenzen von der RAVLF, für von denen zu sprechen. Außerdem, die wir allgemein, und ich so ganz bewusst allgemein, weil es sicher Ausnahmen auch an die innersten Divisionen, wo auf dem Gebiet Fantastisches gelegt wird, aber ich meine, dass in allgemein kann davon ausgehen, dass an den höchsten Divisionen auch die medizinische Betreuung von der Spitzensportler am besten ist. Viele Vereine organisieren sogar Tester für ihre Spieler auf eigenen Kosten. Und das ist so, dass man an der Zwischenzeit, wenn nicht offiziell, dann aber doch an der Praxis quasi an einem semi-professionellen, für nicht so an einem professionellen Milieu agieren, an den höchsten Divisionen, an den Mannschaftssportarten, wo man zunehmend mit Akteuren zu dienen haben, die regelrecht Arbeitskontrakte haben. Und da sollte man auch bedenken, dass an den höchsten Divisionen auch darum geht, für sich für europäische Kompetitionen zu qualifizieren. Ein einseitiges Verbot von den Championaten hierheim kann für verschiedene Vereine automatisch den Aus bedeuten, mit allen an der europäischen Kompetition, für alle Konsequenzen, die das für den Lützeburger Vereinssport hat. Diese Überlegungen haben also dazu gefordert, das kalkulierte Risiko vom Aufrechterhalten von den Championaten an den höchsten Divisionen anzugehen. Das ist kein Mangel an Respekt vis-à-vis von den kleinen Vereinen. Ich so nimmer ohne die Kleinen gebe die Großen nicht gehen. Aber das ist eine Ausnahmeregel, die der sportpolitische Realität heute zu Lützeburg Rechnung trägt.
Ich will natürlich auch an die denken, die ihre Sport echter als Freizeitbeschäftigung gesehen, an die ihre Sport treiben, ohne an einer föderierter Föderation zu sehen. Einfach als Spaß im Sport oder am Dienst von ihrer eigener Gesundheit. Wenn sie das individuell machen, ist sowieso kein Problem. Am Gruppe, an den Denken und die zum Beispiel Tai Chi, Zumba-Tanzen, Pilates und so weiter machen, geht es ein bisschen mehr kompliziert, aber auch sie müssen nicht ganz verzichten. Für sie zählen im Prinzip die nämlich Regeln und Rekommendationen wie für die, die am föderierten Bereich Sport treiben. Erlaubt man nach einem Wort vis-à-vis von den Föderationen und Organisatoren, die von den mehr großen sportlichen Manifestationen wollen oder wollten organisieren. Ich weiß und ich bin mir bewusst, wie viel Vorarbeit an so einer Organisation, an der Organisation von so einem Evenement stößt. Und ich weiß, wie bitter der Lo ist, eventuell auf die Durchführung von dem Evenement müssen zu verzichten. Und dabei geht es bleiben nicht nur um finanzielle Aspekte. Ich spiele dann einfach auch da im Verständnis, dass all die Konsiderationen müssen Hand und durchstehen, wenn es darum geht, die Gesundheit von unseren Mitmenschen zu schützen. Neue Regeln gilt auch für das Publikum. Für den Sport zählt auch hier die allgemeine Regel, dass Rassemblementer von mehr als 100 Leuten verboten sind. Das heißt am Umkehrschluss, dass ein Maximum von 100 Leuten erlaubt ist. Es gibt keinen Unterschied zwischen den Sportarten gemacht. Die aktiven Sportler an hier Betreiber an der Bitteren, weil auch der da sein froh, die schon wie oft gestaltet wird, gehen bei dieser Zahl nicht mitgezählt. Für die Spektateuren zählen 3 Konditionen, auch der das neu. Erstens, sie müssen sitzen. Zweitens, sie müssen mindestens 2 Meter von den einen auseinander sitzen, außer sie wohnen an dem nämlichen Haushalt. Und drittens, sie müssen eine Maske tun. Und die 3 Konditionen sind kumulativ zu gucken. Sie müssen also alle 3 gleichzeitig erfüllt sein. Die erste Obligation, dass sie muss sitzen, kann wegfallen, wenn es sich um eine Veranstaltung am Freien handelt, wo das Publikum normalerweise zirkuliert und nicht auf einem Platz stehen bleibt. Das zählt ausdrücklich nicht für den Fußball, wie schon der pur ganz vierwilliger gemengt hätte. Wenn Zuschauer also per Prinzip erlaubt sind, so ist aber genauso klar, dass alle Sorten von Restauration am Kader von Sportmanifestationen verboten ist. Am Klartext, Büvetten an Erstständen müssen zubleiben. Da gibt es keine Ausnahme. Es bleibt mir nach zu sagen, dass es selbstverständlich all Vereine an all Föderationen freisteht, für Bestimmungen anzufeiern, die mehr streng sind, wie die gesetzlich Oplagen, die kommen, davon gehe ich jedenfalls aus, dass die Chamber den Text wird stimmen, oder mehr streng sind wie die Rekommendationen, die vom Sportministerium kommen. Der Sport ist zu Lützeburg traditionell privat organisiert. An den Vereinen, an den Föderationen, an den Vereinen, an den Föderationen, an ihrer Organisation, dem COSL. Sie behalten hier Rechte und können an dem gesetzlichen Kader selbstverständlich hier Autonomie spielen lassen. Dasselbe zählt auch für die Proprietären von den Sportinfrastrukturen, was an den meisten Fällen Gemenge sind, die also auch von sich aus mehr strenge Bestimmungen können holen, wie das, was der Gilo gesagt hat. Ich gehe davon aus, dass wir als Sport, als Lützeburger Sport, die neue Herausforderung können zusammen packen. Die Voraussetzung für das man das können packen, als aber das wir zusammenhalten. Der Lützeburger Sport hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er das kann, und sind überzeugt, dass er durch das Wert beweisen. Ich weiß, dass von den Neusachen oder zum Teil Neusachen verkündigt, dass dann immer neue Frohen abkommen. Und dafür gehe ich auch davon aus, dass die Kollegen von der Presse die eine oder andere frohe Werte stellen. Nein, zurückkommen. Rekommandiere dir die Feiergruppen, weil du 3-mal an der Training hast, immer dieselbe Leute an den Gruppe sind, oder geht das dann vielleicht zu weit? Nee, ich meine, so weit wollte man nicht gehen. Das wäre natürlich der Idealfall, weil ihr das kennt, so durchziehen. Für uns ist es einfach wichtig, dass man keine Konzentration von Leuten auf den nächsten Platz zum nächsten Moment tun. Ich meine, dass das, was am Vordergrund steht, das, was der beschrieben hat, das wäre der Idealfall, wenn in die Gruppe mehr lang bestehen lassen. Aber das ist aber zu diesem Moment keine Vorschrift. Schließen eine andere Frage, wo dann wird vielleicht logisch ist, mir trotzdem. Wenn lo die faire Regel nicht beurcht wird, kann in das Funktionen vorstellen, wie das ein anderer Bereich ist, oder ist das in diesem Fall nicht fair gesehen?
Doch, ich meine, die Feierregel als so eng allgemeine Bestimmung, die am Gesetz draufsteht, die zielt für all Deler von der Gesellschaft. Aber wenn man davon ausgehen, dass der Sport volle Bestandteil von allem vom Gesellschaftsleben insgesamt ist, da können natürlich auch durch Sanktionen geholt gehen. Ich meine, die hat von Yoga an so geschwärzt, ich habe vielleicht nur gelauscht, Fitnessstudien hat er auch erwähnt, gibt es vielleicht spezielle Mesuren? Bei den Fitnessstudien ist es so, dass das etwas wird professionell veranstaltet wird, das heißt, wo also Leute schaffen, da gibt es am Moment noch keine weiteren Einschränkungen, außer die von der Distanzpflicht. Ich meine, die Apparater müssen 2 Meter auseinander stehen. Aber so wie wir sowieso aus dem Fitnessstudio gemeldet kriegen, dass du den Marché wesentlich zurückgänge, weil die Leute von sich aus ganz skeptisch sind. Ja, Pierre Reiland 100,7. Vielleicht eine Präzision eben zu den Ausnahmen von den jeweiligen Divisionen, der Championate und der nationalen Equipen. Die hat gesagt, da gibt es pure Elemente, die Ausnahmen justifizieren. Und eng davon auch hat gesagt, wegen besser medizinische Betreuung. Es gab ein paar Fälle, die dann noch viel publiziert wurden, bei Football-Equipen etc. Auf welcher Basis Männer, die behaupten, dass sie besser präpariert sind, für eben damit umzugehen, wenn der Virus an einer Equipe fand, zu einer Person, im Vergleich zum, sag ich mal, Amateursport oder den anderen Championaten? Ja, ganz einfach, weil die Vereine sind, die meisten finanziellen Mittel haben, die teuersten Spieler haben, an diese Stoffe natürlich auch Gedanken gemacht haben, für die Spieler so gut wie möglich auch medizinisch zu betreuen. Und die auch Moyen haben, für an die medizinische Betreuung zu investieren. Sie haben Kinien, Osteopathen, sie haben Psychiater, sie haben psychische Hilfe, die Leute kriegen. Also du gesagt, dass die schon wesentlich besser aufgestellt sind, auch schon nach Richtung von Profisvereinen praktisch tendieren, während einer Verein einfach, weil sie Moyen tun, da drin hängen. Das hängt nicht um gute Willen, das hängt wirklich auch um die finanzielle Moyen, die sie zur Verfügung haben. Darunter nach geknappt gëtt dann do Beispiele bei denen andere Vereine, die die Meier net hunn, dat die Probleme hatten mat der Zirkulation vom Virus. Ich weiß nicht speziell, ob es Probleme gibt mit der Zirkulation vom Virus bei anderen Vereinen. Ich weiß just nicht, ob den nämlichsten Moos Tester gemerkt gehen, wie an den Vereinen an den höchsten liegen. Und darüber hinaus gibt es natürlich an eine ganze Reihe von Vereinen an den ebensten Divisionen Probleme für eine adäquate medizinische Betreuung von den Sportlern zu machen. Das ist aber kein neuer Moment und das ist unabhängig vom Virus. Natürlich, wie ich die gesagt habe, mit finanziellen Mitteln zu dienen, aber das mit einer Situation, an die die Vereine leider sind. Okay, merci. Dann Elvinger Tageblatt mein. Ja, da geht er los weiter gesagt, weil sie auch viele, die an der ersten Division spielen. Am Moment ist es ja so, dass der Sport für den Chômage partiell nicht mehr berücksichtigt wird aufgrund von einer Decision vom Komitee de Conjoncture, wo also nicht nur die Regierung dran sitzt, sondern wo auch die Sozialpartner dran sitzen. Am Moment ist es ja so, dass die höchsten Ligen können weiterspielen. Und das ist auch so, dass alle guten Ligen können weiter trainieren. Es gibt also zu diesem Moment, für mich, für diesen Moment, kein Grund für den Chômage partiell zu diesem Moment auf den Sport auszuweiten. Okay, mit sind ja aber trotzdem sportiv de Kompetition und Kompetition fällt ja dann wäsch bei denen. Bei den Profisportler, das ist ja Kompetitionssportler und die Kompetition fällt ja wäsch. Sie haben noch immer einen Arbeitskontrakt bei ihrem Verein. Und sie trainieren ja auch noch immer an dem Verein. Ich weiß ja nicht, wie lange das der Championat eventuell in der Brache ist oder ob wir werden in der Brache. Okay, merci. Ich wollte just bestätigen, weil ich meine, es war ein bisschen Verwirrung. Die Regel gilt für 2 Monate, das ist ja so, ne? Ja, ich meine, das Gesetz wird gestimmt bis 31.12.2020. Schon nach. Net geht um das Basket gëtt eng Verlängerung dauert méi lang wie 23 Auer wat geschieht dann? Ich meine an als Rekommandationen ass ganz klar gesot, dat in seg Veranstaltungen soll so lehen, dass het méigg ass dat Leiit 23 Auer doheem sinn. Dat Hicht mir hu ein Maximum von 100 Leiit, die eventuell Difen kucke kommen an huet in all Einteré sein Match so zu lehen, dass die Leiit Meigkeet hunn, 11 Auer daheim zu sehen, weil sonst können die natürlich an Situationen, dass Leute riskieren, ein Match da müssen heimzugehen, eher der Match rüber ist. Vielleicht noch ein anderes Beispiel, ein Tennissaal zum Beispiel, los man so nur sind 6 Terrain,
dürfen du op all Terrain dann 4 Leute spielen. So war es gedurcht, ja. Okay. Und dann mal bis op weiteres die Lächt. Wir hatten über Schnelltester auch schon geschwar, denke ja. Soweit ich du verstanden und Dr. Schmidt hat gesagt, die Tester werden hatten ein CE-Label, der Tisch die kennen den am Anfang direkt an den Ersatz bringen, gibt es vielleicht etwas Neues, wie das vielleicht für Ugoen. Die Idee von den Tester machen für die Spieler zu testen, eher sie dann giffen die Championatsmatcher spielen, die könnt ihr auch von der Avalanche, weil die auch eine Oplage von der ERF für die Tester zu machen, eher Matcher umgehen. Ich fand das eine exzellente Idee und schon ja doch direkt weitergehen und meine Kollegin Paulette Lehnert, an die auch mit Dr. Schmidt schon darüber gesperrt wird. Das ist also so, dass sie müssen halt zuletzt schon homologiert gehen. Sie sind mengens Wissens an Deutschland, an Österreich sind sie jetzt schon. Wenn sie homologiert gehen, können sie zum Einsatz kommen. An Bedingungen, für das man die Tester zum Einsatz bringen, als die, dass der zusätzlich Mittel sind par rapport zu den Schnelltester, die wir heute zuletzt im Moment zur Verfügung haben. Wir wollen also nicht durch den Sport die Situation belächt. Wir wissen, dass die Schnelltester nicht so performant sind wie die Normaltester. Wir wissen auf der anderen Seite, dass die Schnelltester hauptsächlich gebraucht werden am Spidolsbereich, an am Pflegebereich für das Personal zu testen. Und kann nicht sein, dass Kapazitäten dadurch auch hochgesät gehen, weil der Sport massiv von denen Tester Gebrauch gemacht wird und dann an den dritten Bereichen nicht genug Kapazitäten da wären. Dafür wäre also von Anfang an die Datei wären zusätzliche Kapazitäten, die man kreieren, wahrscheinlich durch die Vermittlung von der RWLF. Und es ist gutes Mutes, dass man die schnell homologiert kreieren, wird dann eine zusätzliche Sicherheit durchstellen für die Leute, die eventuell nach Championat spielen. Eine Pflicht, Kollektivsport, das für Matcher war nicht am Gespräch? Nee, keine Pflicht, weil wir ja, wie gesagt, die Schnelltester noch nicht zur Verfügung haben. Aber wenn wir sie zur Verfügung haben und noch an genügender Zahl zur Verfügung haben, ohne dass es Kapazitäten aus den Spitälern an aus den Pflegeheimen greviert, dann kann ich davon ausgehen, dass ich darüber kann diskutieren kann. Das ist eng von den Detailfragen, die ich nicht von nur den Ruf will dezidieren, aber ich will zusammen mit den betroffenen Föderationen dann eine Lösung sichern. Da gibt es schon Kontakte auch innerhalb der Föderationen, die sich selber für sich als selber konzertiert haben. Es sind an den Gesprächen auch mit involviert, und wir werden, sobald wir eine Lösung haben, dann doch zu einer Lösung kommen. Merci. Keine Frage mehr, da soll ich vielmals merci.